von Menschenrechtsverletzungen in Osttürkestan, ausgehend von China, tagte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, um die schwierige Lage zu besprechen. In Genf, Istanbul und weiteren Orten der Welt wurde heute gegen die chinesische Tyrannei den türkischen Minderheiten gegenüber demonstriert. Ein seit geraumer Zeit vermisster junger Uigure mit türkischer Staatsbürgerschaft wurde offenbar von chinesischen Beamten verhaftet. Özgür Aydin betrieb Handelsgeschäfte zwischen Osttürkestan und der Türkei bis zu seiner grundlosen Festnahme am 18. Juni 2016 in Hoten. Nach vergeblicher Intervention des türkischen Konsulats wurde sein gesamtes Eigentum beschlagnahmt. Das Urteil für Aydin beträgt 10 Jahre Haft. Absitzen muss er diese bei den anderen uigurischen Gefangenen in Lanzhou. Das in Kasachstan seit Jahren bekannte uigurische Ensemble trat im Rahmen einer Türkei-Tour in Ankara auf. Anlass dafür bot der 25. Geburtstag des internationalen türkischen Kulturvereins Turksoy. Den Auftritt besuchten vielerlei hochrangige Verantwortliche. Durch Satellitenbilder lässt sich eine Ausweitung der angeblichen Erziehungslager Chinas in Osttürkestan belegen. Ein australischer Sender meldete in Berufung auf das australische Politisch-Strategische Institut, dass 28 Einrichtungen in China unter dem zweifelhaften Vorwand der Erziehung von 2017 bis dato mehr als 2 Millionen Quadratmeter gewachsen seien. Ein russischer Kampfjet habe ein amerikanisches Aufklärflugzeug über dem Schwarzen Meer 25 Minuten behindert. Dies meldete das amerikanische Verteidigungsministerium. Weiter berichtete die US-amerikanische Marine in einer schriftlichen Mitteilung von einem russischen Kampfjet des Typs Su-27, welches einem amerikanischen Flugzeug des Typs EP-3 ausgebremst habe. Durch ein Abdrängen des amerikanischen Flugzeugs in hoher Geschwindigkeit sei dies eine gefährliche Situation für beide Parteien gewesen.